Die Tickets sind gefühlt schneller vergriffen als für jedes Taylor Swift-Konzert. Die legendäre Stunksitzung startet in die nächste Runde. Gegründet 1984 von Studierenden, ist sie bis heute hochpolitisch und ultrakomisch. Gestern Abend gab es die Generalprobe, ganz mutig, auch vor echtem Publikum. Ab heute gibt es dann bis Aschermittwoch insgesamt 50 Vorstellungen. Und geübt wurde bis kurz vor knapp. Die Nerven muss man haben. Eine halbe Stunde vor Programmstart wird im Vorraum noch geprobt. Ein Teil der Band ist dabei. Denn nicht jede Nummer sitzt. Wir sagen eigentlich mal, wer probt hat Angst. Aber jetzt haben wir doch ein bisschen Respekt. Dann passt alles. Auch der Song über die Pleitestadt Köln. Die Brücke kannst du nicht mehr nehmen, weil dort der Einsturz droht. Du kannst noch nicht ins River schwimmen, Wehen Schwimmverbot. Skandalpotenzial hat die AfD-Nummer. Für ein Filmprojekt wird eine Darstellerin für Alice Weidel gesucht und die hat es in sich. Ich kann Statik nicht von Statistik unterscheiden. Und Taliban nicht von Tabellen und Tabellen nicht von Tabletten. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Leute in meinem Wahlkreis wohnen. Interessiert mich auch nicht. Ich bin bis auf die Knochen asozial. Emotional bin ich ein Trümmerhaufen. Ich bin homophob und lesbisch, aber ich bin nicht queer. Nein, ich bin nur mit einer Frau verheiratet. US-Präsident Donald Trump darf nicht fehlen, diesmal als Hennessy'n-Puppe, die Besuch bekommt von schleimenden Europäern. Das ist Wahnsinn. Ich verhänge nur Zölle. Zölle, Zölle, Zölle. Hatte kapiert, für Europa sagen wir 15%. 30%. 300%. So, und jetzt macht er der Fortgüt. Mir kann keiner jetzt. Die Kirche hat eine Marketingagentur verpflichtet, damit die Austrittswelle gestoppt wird. Die Kirche braucht ein besseres Image. Zielgerichtet einen Markenkern extrahiert, der größtmöglichen Zulauf und Kontinuität in der Attraktivität gewährleistet. Und zwar Sex. Ja, also, wir hatten mal den Werbeslogan Kirche zum Anfassen. Aber den haben wohl einige von uns zu wörtlich genommen. Ja, das hat unsere Sympathiewerte nicht erhöht. Ja. Und dann hat Wölki das noch vertut. Uiuiui, das wurde teuer. Ja. Solange er sich daran erinnern kann. 42 Jahre Stunksitzung. Viele aus dem Ensemble sind von Anfang an dabei. Wirkt das noch frisch? Es ist super, die sind in Hochform, die machen es grandios. Ich würde sagen, dieses Mal ist wieder voll die super Stunksitzung. Also richtig geht die Post ab hier. Ich finde, sie sind einfach tagesaktuell am Start. Also die politischen Sachen, die sie machen, die sind einfach nah dran am Zeitgeist. 42 Jahre und vielleicht aktueller und frischer denn je. Ein Auslaufmodell ist die Stunksitzung noch lange nicht.